Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Okay, Leute. Ja, stehen geblieben. Wo war er stehen geblieben? Er hat irgendwas schwadroniert. Wenn die Menschheit nicht so gemein wäre und nicht so viel Kriege geführt hätte und das Mittelalter nicht, dann wären wir schon längst auf andere Planeten, hätten wir da schon längst angesiedelt sein können. Rhabarber, bla bla bla. Vollkommen hanebüchenden Bullshit. Worüber man sich halt so Gedanken macht, wenn man dicker Arbeitsloser ist, der in einer Knastzelle in Zobe sitzt den ganzen Tag und lächelnd Wand schaut, ne? Richtig. Ähm, bevor wir loslegen, habe ich noch eine kleine Empfehlung an euch. Ich habe mir gerade, ihr wisst, ich bin ein großer Filmfan und ich bin ein großer Fan von Guillermo del Toro, dem Regisseur, und der hat Frankenstein neu verfilmt. Und das kriegt er auf die rot-schwarze Plattform. Ist am Freitag hochgeladen worden. Gönnt euch den. Ein toller Film. Schön am besten irgendwie abends zusammenkuscheln. Super Film. Kann ich nur empfehlen. Dementsprechend hockt euch her. Sagen wir mehrere. Reißt euch Häube auf. Haben wir gern einer. In Rainer. Und zwar würden wir schon längst, ohne den finsteren Mittelalter, würden wir längst das Universum besiedeln. Oder wenn... Ja, und wenn die Europäer damals nicht die ganzen Indianer in Europa gekillt hätten, dann wären das heute Elfen, hat er auch mal gesagt. Zumindest dichter dran, als wir es Oder Elben, keine Ahnung. sind. Und zwar einfach nur deswegen, weil wir jetzt in unserer aktuellen Zeit mit unserem technischen Fortschritt Jahrhunderte hinterher sind. Hunderte Jahre lang wurde Technologie, Wissenschaft, Naturkunde, das wurde jahrhundertelang verboten von der Kirche und anderen Dingen, wurde das verboten. Ja, stimmt auch so nicht. Man war halt sehr viel skeptischer, was neue Dinge angeht. Und Reini, ganz ehrlich, dass wir gewisse technologische Errungenschaften erst seit kurzem haben, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Stellt euch vor, es gäbe schon seit 200 Jahren TikTok. Ne? Weiß ich nicht, ob ich in der Welt leben wollen würde. Oder ob man es da nicht irgendwie... Wahrscheinlich wären wir dann schon in Idiocracy. Ich nehme an, dass wirklich die Hochzeit der Menschheit, so der Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo wir am besten dastanden, glaube ich, ungefähr um die Jahrtausendwende war. So 2000. Und seitdem geht's rapide bergab. Und wurde bekämpft bis aufs Blut, was total dämlich ist, wenn man darüber nachdenkt, weil irgendwas bis aufs Blut bekämpfen, einfach nur aus ideologischen Gründen und weil man sich das jetzt gerade einbildet und das ist richtig dämlich, Rainer. Moment mal, wie ist jetzt das Verhältnis zwischen dir und die Edzardler Hater die letzten 10 Jahre gelaufen? Ich weiß nicht mal ganz genau. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt gerade drauf komme. Weiter im Text. Es hätten so Krankheiten. Ja, bestes Beispiel ist die Pest. Die Pest hätte Jahrhunderte früher ausgelöscht werden können und es hätten Hunderte und Aberhunderte von Generationen, die da, oder halt Hunderte, Abertausende und Abermillionen von Menschen, die da im Laufe der Jahrhunderte draufgegangen sind durch diese Pest, hätte längst erledigt sein können. Die hätten längst gerettet sein können. Die hätten längst nicht mehr diese Probleme haben dürfen. Rainer Lara kann schmarren. Was ich wohl weiß, das habe ich mal gehört, ist, dass aufgrund dessen, dass die katholische Kirche wohl Katzen als dem Satan nahestehend gesehen hat, dass da ganz viele Leute, also dass es nur noch sehr wenige Katzen in Europa gab und das dazu beigetragen hat, dass sich die Pest so rasant hat verbreiten können, weil die ganzen Ratten, die Pest früher in sich hatten, nicht mehr so viele natürlichen Feinde hatten. Deswegen, ihr habt auch wieder eine Miez auf dem Schoß. Holt euch alle Miezis, dann gibt es keine Pest mehr. Aber es ist halt auch viel Hatidadivari und
interessiert auch im Endeffekt auch keinen. Noch dazu, wie gesagt, wir haben aktuell ein massives Überbevölkerungsproblem. Wenn ne, wenn die Pest damals nicht irgendwie 2/3 der europäischen Bevölkerung einfach weggezerrt hätte, dann hätten wir vielleicht noch ein größeres Problem, ne? Wenn sie entsprechend rechtzeitig da gewarnt gewesen wären und gewusst hätten, worauf sie sich einlassen. Weil ja, genau. Wie hätte es vonstatten gehen müssen? Wäre dann da einer aus der Zukunft gekommen und hat gesagt, im Übrigen, Leute, was ihr da glaubt, mit Strafe Gottes und dergleichen, mit der Pest, das stimmt alles überhaupt nicht. Hier, das sind die Flöhe in den Ratten da drüben, die das verbreiten. Wir sollten vielleicht aufhören, in Städten zu leben, wo man praktisch, wenn du vor der Haustür gehst, automatisch schon mal knöcheltief in der Jauche stehst. Ne? Und dann hätten die gesagt, ach ja, klar, Mann mit den komischen Klamotten und dem merkwürdigen Dialekt. Dann machen wir das jetzt so. Und dann wären die alle gerettet gewesen. Der Rainer hat's einfach gecheckt. Warum hat das bisher noch keiner gemacht? Der Witz ist, weißt du, warum die Pest ausgelöscht ist? Also die Pest ist gilt ja als ausgerottet, glaube ich. Weißt du warum? Ich weiß nicht, ob die Pest ausgerottet ist, aber ich nehme es an. Ja, ich gehe davon aus, dass die Städte jetzt alle sauberer sind. Das wurde ja irgendwie von Ratten da, von den Flöhen da drauf übertragen. Zum Teil, ja. Also genau, es liegt daran, dass es einfach schlicht mal irgendwann rausgefunden hat, dass man halt Hygiene braucht, um halt die Pest auszulöschen. Er ist geil. Zum Teil, ja. Er konnte jetzt einfach, das war genau richtig, was sie gesagt hat, aber das konnte er jetzt einfach nicht so stehen lassen, weil er dann weniger klugscheißerisch rübergekommen wäre. Und weil er grundsätzlich immer widersprechen muss, wenn irgendjemand irgendwas sagt und wenn es noch so wahr ist. Nur damit er dann eine halbe Sekunde später praktisch dieselbe Info nochmal droppt, nur in dumm. Ja. Hygiene und Sauberkeit waren der Grund dafür, warum die Pest überhaupt aufgetreten ist. Also ja, und ganz ehrlich, ich glaube auch, die Frau Winkelspecht und die Gemeinde Emskirchen haben dein Haus deswegen gekauft, weil sie gedacht haben, wenn wir jetzt nicht bald was unternehmen gegen diese ganze Nummer, dann ist der nächste Pestausbruch genau bei uns. Ne? Wenn ich mir anschaue, wo ich diese Luftaufnahmen gesehen habe, wo das Dach schon runter war von der Bulldog-Halle, die der Rainer dann einfach als Mülldeponie benutzt hat und hat da einfach, wenn er mal sich in der Bude nicht mehr bewegen konnte, weil überall die Müllsäcke rumgestanden sind, dann hat er die da drüben in diese Bulldog-Halle geschmissen. Und dann kamen natürlich höchstwahrscheinlich auch jede Menge Ratten umeinander. Und ganz ehrlich, ich hätte wenn ich ein Nachbar von dem gewesen wäre, ich hätte mir das nicht bieten lassen. Ich hätte den auf Grund und Boden verklagt mit allem, wegen dieser Scheiße. Alter, hätte ich den rund gemacht. Stellt euch jetzt auch immer vor, euer Nachbar stapelt einfach Meter hoch Müll unter offenem Himmel, ne? Über Monate hinweg, weil er gestinkert ist und zu geizig, die Müllabfuhr zu bezahlen. Und dann habt ihr überall bei euch in der Nachbarschaft auf einmal Ratten. Und die kriechen dann bei euch. Der Mangel an Hygiene und Sauberkeit war der Grund, warum die Pest überhaupt erst aufgetreten ist. Ja, Reini, das hat das Bärchen doch gerade so gesagt. Hä? Du hast gesagt, ja, warum ist die Pest heutzutage nicht mehr? Hat sie gesagt, ja, weil die Städte heutzutage viel sauberer sind und viel hygienischer. Und du hast halt einfach die Aussage jetzt umgedreht und gesagt, ja, genau, und der Mangel an Hygiene hat Ding. Ja. Nachdem man das erkannt hat und nachdem man angefangen hat, dafür zu sorgen, dass alles besser läuft, dass alles gesünder läuft, dass diese ganzen gesundheitlichen Aspekte gegeben sind. Ab dem Zeitpunkt... Jetzt kommen wieder Worthülsen. Er macht schon wieder irgendwas nebenher. Oder ne, die Rendermühle oben im Ogerstübchen qualmt schon wieder. Und haben die es geschafft, dass die Welt sich besser dreht. So, und dass die Pest ausgelöscht wurde. Und das war mit vielen Krankheiten so. Aber viele dieser Krankheiten wurden über Jahrhunderte hinweg, wenn du versucht hast, die mit Medikamenten oder so zu behandeln, wurdest du jahrhundertelang verfolgt.
wo das gerade die ganzen Frauen, es gab so viele Frauen, die sich mit Kräutern und Kräuterkunde und so weiter, auch aufgrund der weiblichen Anatomie, haben die sich viel mehr mit Hygiene beschäftigen müssen und haben das auch viel öfter getan als Männer. Aber das war auch oft einer der Gründe, warum Frauen dann letzten Endes im Mittelalter verfolgt wurden. Weil die halt teilweise aufgrund... Wissen wir, alle Frauen im Mittelalter sind immer verfolgt worden, permanent. Die konnten praktisch nicht aus der Haustür rausgehen, weil alle Frauen sind Kräuterhexen, weil die aus der Mischi bluten. Hä? Und ihrer gesundheitlichen Ambitionen, damit sie halt nicht draufgehen und krank werden und sterben und vielleicht sogar noch Hunderte mitreißen, weil die auch krank werden und sterben. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Elisabeth hat ihren Tampon nicht benutzt und deswegen ist halt einfach mal das ganze Viertel gestorben. Ist krank geworden, Pest, alle tot. Alter Maul. Haben die dann letzten Endes einfach dafür gesorgt, dass die sich halt versucht haben, besser zu ernähren und eine bessere Gesundheit zu machen und so weiter, vor allem für ihren Körper. Und letzten Endes letzten Endes wurden aber viele und aber Hunderte und Tausende von Frauen allein dafür, dass die sich um ihre Hygiene und um ihren Körper gekümmert haben und teilweise auch Sex geil fanden, wurden die letzten Endes schlicht und ergreifend verfolgt, als Hexen markiert und verbrannt. Oder Schlimmeres. Weißt du? Ich weiß nicht, Schlimmeres. Come on, ich will es jetzt auch nicht ausgeführt haben, Rainer. Ich glaube, Verbrennen ist schon ziemlich weit oben auf der Leiter von Art und Weisen, wie ich nicht abtreten will. Was der eiserne Bulle ist? Ah, ja, komm. Das ist nicht der eiserne Bulle gewesen, sondern der bronzene Bulle, der Brazen Bull, der ist aus Bronze gemacht worden, Rainer. Ja. Rainer, weißt du, was Bronze ist? Nein. Gut. Das ist eine der abartigsten, meiner Meinung nach, ist das eine der abartigsten Foltermethoden, die es gibt. Ja, das war zwar auch eine Foltermethode, ist richtig, aber primär war es eine Hinrichtungsmethode. Weißt du, wie das Also bei einer Folter, wenn etwas nur eine Foltermethode ist, so dann besteht die Option, dass die Person das überlebt. Ne? Mehr oder weniger beschädigt, aber überlebt. Die Intention war hier nicht gegeben. Die waren da drin, bis sie durch waren. funktioniert? Ja, wo man dann so drin ist und dann wird es erhitzt, oder nicht? Du wirst nackt, soweit ich weiß, wirst du nackt in einen eisernen Bullen gesperrt, unter dem wird Feuer entzündet. Und das Ding wird unendlich heiß und du stirbst da drinnen gotterbärmlich, langsam und qualvoll. Weil du musst bedenken, wenn die dich verbrennen, dann der menschliche Körper ab einer... Ganz ehrlich, er erzählt diese Nummer mit einer Begeisterung. Ich habe auch schon darüber gelesen, Videos gesehen, sonst irgendwas, ne, über diese Hinrichtungsmethode. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist krass. Und jetzt will ich aber auch nicht mehr drüber nachdenken. Ich bin nicht irgendwie zu meiner nächstbesten Internetbekanntschaft auf den Discord-Server gemeldet und habe gesagt, Alter, Digga. Also dieser Bulle. Ui, ist das krass. Ich erzähle dir jetzt mal ganz genau im Detail, was passiert, wenn da einer drin ist. Weiß ich nicht. Bestimmten Temperatur, ich meine, gut, diese Feuer, die damals gemacht haben, sind verhältnismäßig langsam erhitzt gewesen. Ja, wissen wir ja, damals hat Feuer nicht so heiß gebrannt wie heute. Ja, es ist Klimaerwärmung. Rein hier. Ach ja. Die Feuer damals, die waren einfach nicht so heiß. Oh Mann. Aber wenn du ein kleines bisschen Glück hattest und dir das Feuer schnell genug heiß genug geworden ist, dann hattest du den Vorteil, dass du relativ schnell verbrannt bist. Das ist natürlich trotzdem noch immer eine grausame Methode, jemanden zu töten. Aber jemanden in einen eisernen Bullen zu sperren, Eisen wird gerade bei der Größe des Rainer, die Dinger waren aus Bronze. Bronze. Bullen, wird der unglaublich langsam heiß. Und das heißt, du stehst da drinnen vielleicht eine Stunde lang unter glühenden, kochenden Bedingungen. Dein ganzer Körper fängt an, Blasen zu werfen. Du fängst an... Boah, Digga, ist es denn jetzt notwendig? Ich mache hier nochmal schneller auf 1, Ding. Ganz ehrlich, ich begreife die
Ich weiß zum einen nicht, wie man jetzt drauf gekommen ist. Finsteres Mittelalter. Und kalt ist, weil es Feuer damals noch nicht so heiß war. Und ich weiß nicht, warum ich das so einem Bärchen erzählen sollte, so eine Storys. Überall am Körper Verbrennungen zu haben, da irgendwann, wenn es heiß genug wird da drinnen, werden irgendwann deine Haare brennen. Aber das Geile daran ist, wenn deine Haare brennen, heißt es noch lange nicht, dass du wirklich auch, dass dein Kopf auch wirklich so viel Schaden nimmt, dass du das Bewusstsein verlierst. Nein, weil deine Haare verbrennen und die verbrennen ja schnell und dann sind die irgendwann weg. Dann hast du eine verbrannte Kopfhaut, dein ganzer Kopf ist verbrannt, aber du bist halt noch am Leben. Und wenn es ganz beschissen läuft, bist du auch noch bei vollem Bewusstsein und das noch stundenlang. Ey, Alter, es gibt so viele Allah. Au! Methoden, aber das ist also es gibt viele, die ich grausam und asozial finde und total abartig. Aber gerade der eiserne Bulle ist in meinen Augen eine der abgefucktesten Ideen der Menschheit. Du musst das mal bedenken. Irgendjemand. Ja, Rainer, denk noch mal genau drüber nach, was da passiert. Nein, Rainer, niemand will sich da so genau drüber Gedanken machen. Das ist hier für Leute, die sich gerne ein gewisses Allgemeinwissen draufzimmern wollen, ist das, good to know. Aber die meisten Leute wollen sich damit wirklich nicht so genau beschäftigen, Rainer. Man kam auf die Idee, ach, wir starren jetzt einfach irgendjemanden in einen eisernen Bullen und fackeln da drunter irgendwas ab. Ja. Und das wird auch schon lustig so. Die Sache ist halt auch einfach es gibt halt sehr, sehr viele Hinrichtungsmethoden aus alter Zeit, die fürchterlich grausam waren. Der ist halt deswegen irgendwie beliebt, weil er halt sehr originell, sag ich jetzt mal, mangels Alternative, sehr originell war dieser Bulle. Und aber keine Ahnung, von dem, was ich gehört habe, wie Kreuzigungen abgelaufen sind. Hardcore Spaß. Die sind stellenweise ein paar Tage da dran gehangen und ganz, ganz langsam erstickt. Ne? Ja, und das Geile ist, diese Aktionen, die Leute, die diese Sachen durchgezogen haben, du musst bedenken, da waren ja Hunderte von Menschen, das war damals wie bei uns Fernsehen. Die sind da hingegangen, die haben das gefeiert, die haben da Snacks gegessen, während da irgendein Mensch qualvoll gestorben ist. Das ist schon krank. Das ist abartig. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, Rainer hat wieder irgendeinen Film gesehen. Rainer hat irgendeinen Film, ich schaue nach, welcher es ist. Ich gebe jetzt einfach mal Filmszene Bronzener Bulle in Google ein und dann so was rausspuckt. Eine Sekunde. Ich habe genau das jetzt bei Google eingegeben und es hat mir sofort rausgespuckt. Rainer hat höchstwahrscheinlich Immortals, Krieg der Götter heißt der Film gesehen, von 2011. Ich habe den nicht gesehen. Der sah auch fürchterlich billig aus, irgendwie, keine Ahnung. Ich stehe normalerweise auf so Filme in die Richtung Troja etc. So mythische alte Fantasy-Filme und so ein Zeug mag ich normal sehr gerne. Dass der komplett an mir vorbeigegangen ist, werte ich jetzt einfach mal als höchstwahrscheinlich nicht sehenswert, weil ansonsten hätte man den schon mal irgendjemand mal vorgeschlagen und gesagt, hey, du magst doch solche Streifen, guck den mal an, der ist gut. Ne? Also ich nehme mal an, dass der ziemlich scheiße ist und dass Rainer sich den jetzt vor kurzem reingemeddelt hat. Ne? Wahrscheinlich zwischen der letzten Aufnahme und dieser hat er den gesehen. Und jetzt mittelt er ihr hier den bronzenen Bullen vor die Füße. Alleine nur auf diese Idee zu kommen, sowas zu machen, finde ich absolut krank. Ja. Das ist absolut abartig. Ja, dann ist ja gut, dass du das absolut abartig findest, finde ich ja toll. Ne? Die Ideen, die du stellenweise hattest, die du auch in die Tat umgesetzt hast, die jeder andere Mensch auch für absolut abartig erachtet, die, ja, weiß ich nicht, liest er doch deine Prima Noctis-Geschichte nochmal durch, zum Beispiel. Ich meine, ich denke mir oft so, ne? Viele fragen mich oder haben mich immer wieder im Laufe meines Lebens gefragt. Der ist gelogen, niemand hat ihn jemals irgendwas gefragt, außer Herr Winkler machen sie Fanmanagement. Ne? Und ob er vielleicht ein bisschen dumm ist, haben die Leute gleich gefragt. Wie hast du eigentlich all diese Scheiße und all diese Qualen ertragen können? Ja, oh nein, jetzt vergleicht er sich mit den Opfern von solchen Hinrichtungsmethoden. Oh, ist es jetzt hier das, dieses, früher waren es Juden 2.0 Ding? Die Leute, wie die dich foltern, wie die auf dich losgehen, wie die dein Haus vernichten, wie die dein ganzes Sozialleben und psychisches Leben vernichten. Und ich stehe da und denke mir so, ja, das ist alles beschissen, was da abläuft.
Aber im Vergleich zu dem, was manche Menschen in ihrem Leben durchgemacht haben, was manche... Ja, keine Ahnung, Inquisition war Mobbing, oder? Ne? Sind wir jetzt. Komm, halt dein. Wie er. Ganz ehrlich, wie narzisstisch willst du eigentlich noch werden? Du kommst von irgendwelchen antiken und mittelalterlichen Hinrichtungsfoltermethoden, kommst jetzt wieder auf, oh ja, fast wie bei meiner Situation, sogar noch schlimmer. Man kann sich nicht vorstellen, dass es gibt, was schlimmer ist als die Situation, in der Rainer gelebt hat. Aber das ist ja tatsächlich noch, ne? Da haben die Hater aber richtig durchgezogen. Rainer, die Sachen haben mit dir überhaupt nichts zu tun. Du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Die Menschen ertragen mussten und teilweise heute noch ertragen müssen. Es gibt ja auch heute noch Menschen, die gefoltert werden. Und die werden... Rainer, solange es Menschen gibt, wird es auch Menschen geben, die gefoltert werden. Weil Menschen Arschlöcher sind. Die sterben bei weitem nicht früher, weil der Witz an einer Folter ist ja, dass du die Personen, die du folterst, möglichst lange am Leben erhältst, damit du ja eventuell noch Informationen von denen bekommst. Das ist ja letzten Endes der Sinn einer Folter. Letzten Endes. Du willst bei einer Folter ja nicht, dass dein Opfer stirbt. Du willst ja, dass die Person am Leben... Ja, und jetzt denken wir nochmal drüber nach, über diesen bronzenen Bullen, was da immer passiert ist. Und dann reden wir jetzt nicht mehr drüber, ob das eine Folter oder eine Hinrichtungsmethode war. bleibt, damit sie dir sagt, was du wissen willst. Oh ja? Mann. Und das ist diese kranke Scheiße in dieser Welt. Ja. Und ich frage mich halt immer, weißt du, das ist auch der Grund, warum ich in meinem Universum sowas wie Hass, Neid, Habgier und so weiter, ich will das in meinem Universum nicht haben, auch wohl. Ja, Rainer, das will auch keiner hier in diesem Universum haben, aber es ist halt kein Ponyhof. Das ist auch wieder dieses... Wir leben jetzt auf diesem Planeten, der hat diese Hürden, die es da zu nehmen gilt, diese negativen Aspekte, und wir könnten jetzt dann den Arsch zusammenzwicken und sagen, okay, das ist scheiße, ich finde es nicht gut, dass es sowas gibt, aber ich lerne irgendwie damit umzugehen und schaue, ob ich vielleicht einen Einfluss habe, um irgendwelche Dinge besser zu machen. Oder man kann einfach sich da reinsetzen in seiner Knastzelle in Zobis, trotzig wie ein Kleinkind die Arme verschränken und sagen, nee, das finde ich nicht gut. Jetzt mache ich mein eigenes Universum und da ist das alles gar nicht so. Du bist so ein dämliches Kleinkind. Es ist fürchterlich. Lust nicht. Sex gehört in meinem Leben, in meinem Universum definitiv dazu. So, und gehört auch zum Leben. Schon allein wegen der Fortpflanzung. Aber ich will in meinem Universum keine Wollust haben. Jemand, der einen anderen vergewaltigt, weil er selber nirgendwo anders zum Stich kommt, hat in meinem Universum nichts verloren. Ja, Rainer, dann bist du der Erste, der fliegen sollte, oder? Ganz ehrlich, wenn es da drin... Rainer, sogar wenn du der Einzige da drin bist in dem scheiß Universum und dann kommt eine Mulle dazu, dann denkt die sich, okay, ja, das ist Zölibat-Universum, so. Freut sich aufs nächste Universum. Das ist, das wäre dann ungefähr so, kennt ihr das, wenn er bei der Raststätten-Toilette reingeht und er macht die erste Tür zur Kabine auf und es ist von oben bis unten voll geschissen. Und ich sage, okay, nee, dann nehme ich das nächste. So läuft das bei deinem Universum. Weil letzten Endes, Wollust bedeutet ja im Prinzip nur... Ja, weiß nicht, Wollust hat doch nicht zwangsweise was mit Gewalt und unfreiwillig zu tun. Und noch dazu, keine Ahnung, wenn du das so sehr verabscheust, dieses Thema, ne, mit Vergebummpunktung, warum ist es dann eigentlich das Hauptthema in all deinen Dark Fantasy Geschichten? Warum gibt es denn da kein anderes Thema, wenn du es so fürchterlich findest? Wenn es das in deinem Universum nicht gibt, dann gibt es auch keinen, der Geschichten drüber schreiben kann in deinem Universum. Wenn ich jetzt zum Beispiel Wollust empfinden würde, ist so. Und ich... Rein hypothetisch. Ihr kennt die Nummer mit den 7 Todsünden. Ich glaube, ich habe auch mal auf die 7 Todsünden-Nummer reagiert. Er aced die alle. Ne? Ausnahmslos alle. Und gerade Wollust ganz weit oben dabei. Rainer, ich glaube dir mitnichten, dass du dir eine Community aufbauen willst und deswegen jetzt mit diesen Bärchen so viel Zeit verbringst. Ne? Du bist spitz wie Nachbars Lumpi und hoffst auf Wurstfachzugang und endlich finale Entjungferung. Ja, Rainer ist wieder scheiße gelaufen, ja.
geil auf dich wäre. Kann man nichts machen, muss man sein eigenes Universum erschaffen. Und wir beide uns treffen würden und du dich weigern würdest, würde ich einfach hergehen, Dann würdest du zum Beispiel einfach hergehen, warten, bis sie schläft und dir dann an die Möpse grapschen, so wie du es bei der anderen gemacht hast, ne? Die Klamotten vom Leib reißen und die reinstecken und dich so lange durchsammeln, bis ich nicht mehr kann oder keinen Bock mehr habe. So, und du müsstest das ertragen, weil du könntest dich gegen mich nicht wehren. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich glaube, du könntest das nicht, sondern ich sage ja als Mann, bist du im Normalfall stärker. Es trifft nicht auf alle Männer zu, sondern aber im Allgemeinen ist einfach so, ich würde dir meinen Willen aufzwingen, während ich deinen Willen unterdrücke, nur weil ich will. Ja, Rainer, das ist the name of the game bei dir eigentlich schon immer gewesen. Du wolltest schon immer anderen Leuten deinen Willen aufzwängen, damit du kriegst, was du willst, richtig? Was ich haben will und mir scheißegal ist, was du willst. Und das ist ja letzten Endes krass radikal ausgedrückt der Hintergrund von Wollust oder von Habgier. Wenn ich habgierig bin und sage, ich will jetzt das, was du... Ein weiteres Ding, wo du einen ganz fetten Haken hintermachen kannst, Rainer, auf der Liste, ob du da Betroffener bist. Was bringe ich dich um oder mach Schlimmeres mit dir, damit du mir gibst, was ich will. Ja. Und deswegen will ich sowas in meinem Universum nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum man sowas will. Warum? Warum will man sowas haben? Das geht mir nicht in die Birne. Rainer, niemand will sowas haben, aber es ist halt nun mal die Realität und an der können wir nichts ändern. Rainer, ich hätte auch gerne einen Körper, in dem ich, den ich besser kontrollieren kann, so, keine Ahnung, wo und wie viel ich Haarwuchs habe am Körper, würde ich gerne kontrollieren können. Wie viel ich zunehme, wenn ich esse. Ich esse nämlich sehr gerne. Würde ich gerne kontrollieren können. Ne? Das geht halt nun mal nicht. Das ist halt einfach die Realität. Ich weiß, du bist jetzt nicht der größte Freund von der Realität, aber das ist halt... Die Realität ist wie ein unbeliebtes Familienmitglied. Die kann man sich nicht aussuchen, die sind halt da. Und keine Ahnung, wenn man die nicht mag, schön und gut, aber man kann denen nicht aus dem Weg gehen. Spätestens bei der nächsten Weihnachten, Familiengeschichte oder Beerdigung ist sie wieder da, Rainer. Du kannst sie nicht wegignorieren. Die Realität holt dich immer ein. Niemand will diese Sachen haben, aber wir können halt nichts daran ändern, dass es sie gibt. Keine Ahnung. Das verstehe ich auch nicht. Ja, aber es gibt viele Menschen, bei denen das einfach so ist und viele Menschen denken da auch gar nicht drüber nach. Das Hauptproblem bei uns Menschen ist, viele sagen, oh, wir sind intelligenter als Tiere. Ja, aber wo benehmen wir uns anders? Meiner Meinung nach gibt es nur eine kleine Handvoll Menschen, die sich ihrer Träume und Wünsche bewusst ist, die aber nicht bereit ist, über Leichen zu gehen. Lass mich raten, Rainer, du bist einer davon, von diesen noblen Geschöpfen, die praktisch so im Gleichgewicht sind mit ihrer hellen und ihrer dunklen Seite und dass sie das alles laber keine Scheiße, Rainer. Es ist nur eine kleine Handvoll Menschen und mit kleiner Handvoll meine ich wirklich, vielleicht unter 100 Menschen ist vielleicht mal einer dabei oder vielleicht mal unter 200 oder 1000 Menschen ist mal einer dabei und zwar deswegen, weil egal wie oft man sich seine eigenen Wünsche versagt, es gibt immer mal Sachen, wo man nachgibt, wo man dann doch sagt, okay, na, jetzt gehe ich doch mal da über die Leiche, so ist ja nicht so schlimm, ich schade der Person ja jetzt nicht wirklich ernsthaft. So. Wenn man über Leichen geht, schadet man der Person ja nicht ernsthaft. Ist so wie die Goblins der ihren Gefangenen nicht so wirklich schaden. Bis auf diese eine Kleinigkeit, aber mal dann. Alter Keks. Aber trotzdem macht man das. Man schadet auf lange Sicht trotzdem irgendwann jemanden. Ob es jetzt was ist, wo man jemanden groß oder kleine Schäden zufügt, spielt dabei absolut keine Rolle. Sondern es ist einfach schlicht die Tatsache, du schadest jemanden, um dir selbst etwas Gutes zu tun. Ja, Renner. Und jetzt unterhältst du dich zu dem Thema nochmal mit deinen ehemaligen Nachbarn, ne, mit den Bewohnern in Altschauerberg. Wie es da ausschaut. Ne? Du schadest jemanden, damit du einen Benefit davon hast. Ja, du hast dem ganzen Dorf massiv geschadet, allen Leuten, weil du nicht aufhören wolltest, im Internet die Leute zu beleidigen und zu provozieren, weil es angenehmer für dich war, als richtig arbeiten zu gehen. Es wird wieder gespiegelt. Aber das ist eigentlich vollkommen unnötig. Weil, wenn du da mal drüber nachdenkst, würdest du die Sachen trotzdem haben, die du haben willst. Wenn du nur versuchst, einen Weg zu finden. Aber die meisten sind zu faul. Oder haben auch. Es wird richtig hart gespiegelt. Ne? Es ist richtig hart gespiegelt. Da sind wir wieder bei dem Thema, wo
letztes Mal gemeint hat, ja, er hat ja gar keine so hohe Ansprüche und er hätte ja nur eine Frau und eine Familie und dieses und jenes haben wollen. Und man hat ihm tausendmal gesagt, Reini, es ist zwar mehr Arbeit, aber du kommst da sicherer an dein Ziel, wenn du das oder das oder das machst und diese ganze Internet-Scheiße einfach bleiben lässt. Und du warst halt zu faul, hast gesagt, da muss er in der Früh aufstehen, da muss ich mal was sagen lassen auch noch. Komplett bescheuert von Leuten, die mehr auf dem Kasten haben als ich auch noch. Da kommen wir minderwertig vor. Nee, ich provoziere lieber Leute im Internet. Da kann man auch Barre nicht damit machen. Keine Lust, darüber nachzudenken, wie kriege ich das jetzt hin? Wie mache ich das jetzt? Wie sorge ich jetzt dafür, dass die Person tut, was ich will, damit ich halt habe, was ich will? So. Ja. Boah, ich laber und laber und laber, entschuldige. Alles Wenigstens entschuldigt er sich. Ich weiß, dass es nicht ernst gemeint ist, aber wenigstens tut er. gut, alles gut. Das sind ziemlich schwere Themen, aber ist okay. Für mich ist es halt letztendlich einfach so, ich möchte ein Universum schaffen, in dem nicht ich alleine bin. Weil alleine bin ich mein Leben lang hier gewesen. Ich kann unter Millionen Menschen leben und trotzdem alleine sein. Das sieht man zum Beispiel in China sehr viel. Oder vor allem in Japan sieht man das sehr, sehr viel. In Japan leben Hunderte und Tausende von Menschen, alle eigentlich wirklich Tür an Tür, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei denen ist wirklich teilweise wirklich nur die Tür der Unterschied zu ihrer Wohnung. Und ja, Rainer. Das ist, Rainer, das ist bei allen Menschen so. Der Unterschied, ob ich jetzt im Hochhauskomplex beim Karl-Heinz oder beim Ali durch die Tür marschiere, kommt darauf an, bei welcher Tür ich da durchgehe, welche Nummer da drauf steht. Ob das jetzt die Karl-Heinz seine Wohnung ist oder die vom Ali. trotzdem leben die alle alleine. Oder viele. Es gibt nur eine Handvoll von denen, die tatsächlich gemeinschaftlich leben. In Japan kannst du essen gehen, du kannst alles alleine machen. Du kannst allein zum Karaoke gehen, du kannst allein zum Essen gehen, du kannst alleine feiern gehen, du kannst alles alleine machen. Alles. Es gibt bei denen nichts, was du zusammen machen musst. Ja, Rainer, ist doch hier auch so. Ich kann auch alleine zum Karaoke gehen und zum Essen und zum Feiern, auf Konzerte, auf Festivals. Das könnte ich schon alles alleine machen. Macht halt, ne, mit anderen Leuten mehr Spaß. Ne? Bevorzugterweise mit meiner besseren Hälfte. Natürlich, ein Mensch ist ein soziales Tier. Aber ich checke nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Das ist bei denen halt auch so eine kulturelle Sache. Bei den Japanern. Und die hätten sicher auch Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ändert sich ein bisschen gerade. Ich glaube, die jüngere Japaner-Gesellschaft ist da schon ein bisschen offener. Aber ich weiß nicht, worauf er jetzt hinaus will. Ja, die Leute sind einsam. Aber setze jetzt mit denen auch gleich. Diese Leute sind einsam, weil es vielleicht, ne, aus kulturellen, erzieherischen Gründen irgendwie sie sich vielleicht auch in so großen Mengen nicht so wohl fühlen von Leuten oder was weiß ich, wie soziale Ängste haben. Keine Ahnung. Du bist einsam und alleine, weil du jeden Menschen, der dir nicht einen unmittelbaren Vorteil, entweder monetär oder sonst wie in deinem Leben verschafft hat, wie Scheiße behandelt hast. Und niemand sich das bieten lässt auf Dauer. Und alle Leute irgendwann gesagt haben, weißt du was, Rainer, du kannst mir am Arsch lecken, du bist das Allerletzte. Und alle sind sie abgehauen. Und keiner ist lange geblieben. Die einzigen, die geblieben sind, sind wir. Die Leute, die dich so sehr hassen, dass sie es dir sagen wollen. Rainer, dass du alleine bist, ist mal wieder Kältepries. Genau nur deine Schuld. Du kannst alles alleine machen, von keine Ahnung, von Sport über Musik, du kannst alles alleine machen bei denen. Das sind alles Sachen, die du bei uns auch alleine machen kannst. Ich kann mir morgen eine Gitarre kaufen und übers Internet Gitarre spielen lernen. Ich brauche da nicht mal einen Lehrer dazu. Mit einem Lehrer würde ich wahrscheinlich schneller besser werden, aber wenn ich sage so, keine Ahnung, ich mag Menschen nicht und ich mache das lieber so und vielleicht ist es günstiger, was weiß ich, kann ich anfangen, Gitarre zu spielen. Für mich alleine, komplett. Ne? Ich kann dann auch entweder für mich alleine weiter spielen, wenn ich das dann mal kann. Ich kann aber auch alleine irgendwo auftreten. Nur für mich. Ne? Klar, dann mit Publikum, aber ohne irgendwie Band außenrum. Das geht. Das kannst du überall machen. Das kannst du nicht nur in Japan machen, Rainer. Ist jetzt das die Ausrede, dass du die letzten Jahre
die letzten 12 beschissenen Jahre nicht irgendwie soziale Kontakte knüpfen konntest, weil du ja immer alleine sein musstest wegen die Haters? Das ist nämlich Bullshit, Rainer. Du bist in allen Teilen der Welt wird versucht, gemeinschaftlich zu sein, gemeinschaftlich zu denken, gemeinschaftlich zu arbeiten. In China, in Japan ist es so, dass du alles alleine tun kannst. Du kannst wirklich jeden noch so klein, alles, was dir einfällt, kannst du alleine machen. Ja, wie gesagt, kann ich jetzt hier auch. Es gibt wirklich wenig dediziert auf Pärchen ausgelegte Aktivitäten, oder? Also Freizeitaktivitäten, Hobbys und dergleichen, gibt es da was es nur für Pärchen gibt? Ich glaube, du könntest sogar Paintball spielen alleine gehen. Ich glaube, du könntest da sogar, hey, habt ihr irgendeinen Tag, an dem ihr eine ungerade Zahl von Spielern habt? Könnt ihr die fragen, ob ich da mitmachen kann? Dann gehst du ja immer noch alleine hin, ne? Musst dir mit den Leuten dann auch nicht anfreunden oder so, keine Ahnung. Es ist alles möglich, Rainer. Es ist nicht Japan exklusiv. In Japan. Ja. Was cool ist für viele und für viele sogar ein Grund ist, nach Japan auszuwandern. Aber ich habe schon so viele Sachen gesehen, Videos gesehen und auch Leute getroffen, die gesagt haben, die sind eigentlich deswegen nach Japan gegangen, weil sie sich eigentlich für jemanden gehalten haben, die gerne alleine sind. Nach 6 Wochen oder sogar nur nach 3 Wochen da drüben haben die gesagt, ich bin total vereinsamt, ich konnte da nicht länger bleiben, ich musste zurückkommen. Ja, weiß ich nicht. Haben die Landessprache gelernt vorher? Das soll nämlich schon mal helfen, um Kontakte zu schließen. Und Rainer, auch Japaner sind nicht alle so. Ne? Das ist halt jetzt irgendwie dein Stereotyp, weil es halt da viele davon gibt. Wie gesagt, das trifft wahrscheinlich auf Japaner mehr zu als auf die meisten anderen Länder. Den Punkt gebe ich dir. Aber du stellst es jetzt so hin, als wären Japaner einfach wie so Roboter. Ne? Die gehen dann wieder in ihre Wohnung und dann wieder in die Arbeit und dann in die Wohnung und gehen einfach so aneinander vorbei und sprechen nicht miteinander. Und da gibt es auch überhaupt keine Kultur und ne, Clubszene und sowas, Bars, Kneipen, Restaurants gibt es überhaupt nicht bei denen. Ne? Die funktionieren einfach nur und so ist es halt auch nicht. Ne? Die sind halt ein bisschen reservierter als die meisten anderen Kulturen. Ich habe da drüben unter mehr Menschen, die leben teilweise unter mehr Menschen, als du, wenn du in Berlin lebst. Aber die leben trotzdem alleine. Die leben auf gleichem Raum wie Berlin. Leben mehr Menschen in Japan als in Berlin. So, also ja, weil Berlin ist ein bisschen weiter. Ne? In Japan ist eine Insel, da ist der Bau und einen fetten Berg haben die auch noch oben drauf. Ne? Das bebaubare Land ist relativ knapp und auch bei denen ist aufgrund von vor allem letzten Jahrhundert erreichten medizinischen Fortschritten werden die Leute da auch immer älter und älter und älter und werden immer mehr und mehr und mehr. Ne? Und wenn du in die Breite nicht bauen kannst, baust du in die Höhe. Klar, du hast dann Ballungsgebiete, in denen sehr viele Menschen leben, weil der Rest halt einfach nicht bebaubar ist. Ne? Und weil es halt eine Insel ist, Digga, also mehrere Inseln. Auf der gleichen Fläche leben mehr Menschen, aber du bist da einsamer als in Berlin. Okay, ja. Nee, nicht zwangsläufig, Rani. Du kannst auch einfach, ich bin der festen Überzeugung, wenn du in Tokio lebst, gibt es auch irgendwie Gegenden, wo du hingehen kannst, um Leute kennenzulernen. Es würde mich schwer wundern, wenn das gar nicht möglich wäre. Ne? Und keine Ahnung, vielleicht sind dann dadurch auch weniger gröhlende Fußballfans, die nachts durch die Innenstadt laufen und dich wach halten, wenn du am nächsten Tag früh raus musst. Alles seine Vor- und Nachteile, Digga. Und das ist der Witz. Selbst wenn du in Berlin keine Sau kennst, bist du in Berlin nicht so einsam, wie wenn du... Rainer, du hast das jetzt schon 5-mal gesagt. Was erwartest du jetzt für eine Antwort von dem Bärchen, damit du endlich die Repeat-Taste ausschaltest und zum nächsten Track auf der Schallplatte wechselst? Ja, weißt du, also in Japan, da leben ganz viele Leute und die sind alle fürchterlich einsam. Also wenn du da bist, dann lebst du mit ganz vielen Leuten, bist aber eigentlich alleine. Ganz anders wie in Berlin, da ist es nämlich nicht so, aber in Japan ist es so und in Berlin wäre das also nicht so und da kennst du wahrscheinlich dann mehr Leute, obwohl weniger da sind, obwohl in Japan die Leute... Halt doch dein dummes Maul! Ich habe das Gefühl, dass das ist wie so ein... Kennt ihr noch diese Text-Based RPGs aus den 80er Jahren? Wo du dann einfach, wo du es eingeben musstest und solange du nicht das Richtige eingegeben hast, ging es nicht weiter. Ne?
Da triffst du dann irgendwo, keine Ahnung, ein Oger bewacht die Türe und du musst ihn dafür überzeugen, oder du musst ja ihn davon überzeugen, dir den Weg frei zu machen. Und dann tippst du halt ein, was du tust, und wenn du genau das Richtige eintippst, dann geht es weiter. Und ansonsten wiederholt er einfach bloß seinen Satz wieder. Ne? Das ist die gerade rein. Er erzählt diese Geschichte, die richtige Antwort für ihn kommt nicht, dann gehen wir wieder zurück. Erzählt er es nochmal. Und ich weiß nicht, was er erwartet, dass dieses Bärchen jetzt sagt, mein Schreiner, du bist so ein weltgewandter Mensch und du bist ja so klug und du kennst dich so sehr aus mit allem, das ist so super sexy. Warte, oh, ich kann nicht mehr an mir halten. Oh, ich steige jetzt sofort in mein Auto und fahre zu dir. Ich muss mich dir hingeben, weil es so großartig ist. Erzähl mir bitte noch mehr über die Menschen in Japan. Oh. Ist das die Antwort, die du haben wolltest? Die wirst du nicht kriegen. Weiter im Text. Nächstes Thema. Du in Japan 5 Leute kennst, die neben dir wohnen. Okay. Das ist witzig. Ja, das ist ein bisschen radikal ausgedrückt, aber so ist es. Das ist brutal, aber es ist krank. Ja, ich kenne das so ein bisschen mit dem Tür an Tür wohnen und man kennt trotzdem keinen, weil bei mir zum Beispiel im Studentenwohnheim, ich wohne ja jetzt schon ein paar Jahre hier. Studenten, sie hat das S-Wort gesagt. Aber ich habe Die arbeitslosen Studenten, ne? mir halt nie die Mühe gemacht, die Leute, die drumherum wohnen, kennenzulernen. Manche Leute sind hier richtig gut vernetzt und gehen dann irgendwie jeden Tag zu irgendeiner Party bei irgendjemand anderen. Aber bei mir ist das eigentlich überhaupt nicht so. Also ich kenne auch nicht mal meine direkten Nachbarn. Ja, Digga, man muss aber auch nicht immer alle Leute kennenlernen. Ne? Und man muss auch nicht irgendwie die Leute zwangsweise kennenlernen, nur weil sie neben einem wohnen, ne? Wenn einem die sympathisch sind. Wenn man sieht die ja, man trifft die ja mal im Flur oder sonst irgendwas, so, ja, hier, ich bin der Kaspar, Christi, ich bin da jetzt einzogen, Apartment 5, ich bin in 8, gut, schön. Und wenn die sympathisch sind, ne, keine Ahnung, die tragen die Klamotten von deinem Stamm so ungefähr. Und man sich dann denkt, coole Leute, vielleicht quatscht man die dann beim dritten Mal, wenn man ihnen im Gang über den Weg läuft, mal an. Oh, ich sehe das cooles T-Shirt an, die Band, ist das von der Tour? Ja, war krass, wo warst du da und da, bam, bam, bam. Und dann kann man sich ja immer noch mit den Leuten anfreunden. Wenn es aber jetzt irgendein Hirs ist, den ich auf 10 Kilometer schon ansehe, okay, das ist wahrscheinlich nicht so mein Klientel, dann ist auch gut und gerne, dass ich den im Flur grüße und dabei bleibt und ihn nicht kennenlernen muss. Wir kennen das nicht. Das ist ja das, was ich meine. Das ist der Witz daran. Weißt du? Ja. Also es ist einfach generell so, dass bei vielen Menschen das so ist, dass sie viele gar nicht kennen, mit denen sie eigentlich Tür an Tür leben. Gleichzeitig ist aber der Witz daran, dass es trotzdem so ist, dass Rainer, was ein bisschen fertig ist. Er dattelt schon wieder im Hintergrund, Digga. Das brauchen die hier ewig. Ja, das denke ich mir auch gerade, Rainer. Mein Gedanke, jetzt braucht er wieder ewig. Trotzdem ist es das so, dass du da halt in vielen Punkten wie nennt man das jetzt? Rainer, Du bist da halt noch einsamer. Ja. Das erwähntest du bereits, Rainer. Weil du halt schlicht und ergreifend in der Situation bist, dass du trotz allem der Witz ist, du bist in der Situation weniger mitbekommst von der Welt. Ist es nicht in Japan auch so, dass es irgendwie viel mehr Männer als Frauen gibt? Oder dass die Männer nicht so die Frauen finden? Keine Ahnung. So. Ja? Ja, das ist überall so. Okay. Nein, Rainer, das ist nicht überall so. In den meisten Gesellschaften, sagen wir mal, die so die letzten 80 Jahre keinen Krieg hatten, pendelt sich das ziemlich auf 50-50 ein, Rainer. Ob Männlein oder Weiblein. Ne, klar gibt es dann, in China hatten sie das Problem, dass halt einfach auch viel, viel zu wenig der Ein-Kind-Politik und dergleichen, da ist viel Schindluder getrieben worden, dass dann auf einmal so ein riesen Männerüberschuss war. Anderes gab es halt auch schon. Ne? Wenn, ich glaube, im Nachkriegsdeutschland gab es deutlich mehr Frauen, als es Männer gab. Ne? Ich hatte ja schon mal gesagt, auf jeden Fall. Mittlerweile ist es tatsächlich so, ich habe da vor einiger Zeit tatsächlich witzigerweise mal drüber nachgedacht und nachgeschaut. Tatsächlich ist es so, dass du eigentlich, egal wo du auf der Welt hinkommst,
Da gibt es eine Übersicht, kannst du mal nachgoogeln. Männer und Frauen sind ungefähr gleich auf, was die Menge an Personen, also an Geschlechtern angeht. Mittlerweile sind die etwa gleich. Was die Menge an Geschlechtern angeht, so. Keine Ahnung. Ne? Männer haben im Durchschnitt so 3, 4, Frauen auch. Ach, komm on. Nee, komm, das Thema machen wir nicht auf. Da ist auch gut kaputt geredet worden die letzten Jahre. Da hätte auch einfach mal einmal auf den Tisch schauen und sagen, Schnauze halten. Thema ist jetzt beendet. Ne? Ja, okay, machen wir das Thema doch auf. Ich würde es für gut befinden, bei solchen Streitthemen, die vollkommen unnütz ne, Platz auf den Plattformen im Internet, aber auch so im realen Leben wegnehmen, wegen Bullshit-Diskussionen. Ich würde auf solche Sachen, wenn es wirklich so Lappalien sind, einfach wirklich direkte Demokratie-Volksabstimmung machen. Ne? Soll es eine Pflicht geben zu gendern in der Öffentlichkeit, bei Ämtern, Universitäten, anderen Bildungseinrichtungen etc.? Ja, nein. Jeder geht zum Abstimmen. Ja, oder es juckt ihn halt nichts. Es gibt die Leute, die sagen, es ist mir scheißegal, dann bleiben die zu Hause. Und die Leute, die da wirklich strong Feelings haben in eine oder andere Richtung, gehen dann hin und stimmen ab. Und dann das Scheißergebnis hält man sich. Und wenn dann 80% Leute sagen, wir haben keinen Bock auf die Scheiße, dann wird das Thema nicht mehr aufgemacht. Und wenn es irgendeiner rausblöken will, hält man ihm den Zettel und runter. Hier steht's, die Leute haben da keinen Bock, halt dein Maul. Wir reden jetzt über wichtigere Themen. Und ganz ehrlich, Digga, wenn 80% sagen, ja, wir sind dafür, dass da gegendert wird, dann bin ich auch dafür, dass ich sage, okay, ich finde es zwar bescheuert, aber dann machen wir das halt jetzt so, weil die meisten Leute das so haben wollen. Fertig. Wo ist das fucking Problem? Können wir dann bitte wieder über normale Themen reden? Auf. Aber es ist halt trotzdem so, dass auf jede Frau mindestens 100 Männer kommen. Deswegen kann sich eine Frau einen Mann aussuchen. Du kannst dir auch Bukake Matsch oder was? Keine. aussuchen, mit wem du zusammen bist. Die Frage natürlich bleibt, bist du mit jemandem zusammen, weil du zusammen sein willst, oder bist du mit jemandem zusammen, oder bist du halt mit jemandem zusammen, mit dem du nicht zusammen willst. Aber letzten Endes geht ja. Hä? Ja, das ist die Frage. Also wenn man mit jemandem zusammen ist, mit dem man nicht zusammen sein will, dann ist das schon ziemlich dämlich, würde ich mal sagen. Recht Sach gehabt, oder? Das ist ein bisschen dumm. In erster Linie dabei darum, das hätte ich schon machen können, egal. Es geht in erster Linie und bleibt in erster Linie dabei, dass es darum geht, dass du Rainer, dass du vielleicht einfach im Hintergrund das Spiel kurz pausieren solltest, wenn du hier tief philosophischen Bullshit vom Stapel lassen willst. Damit nicht alle 2 Sätze kommen, dass die Sache ist die, der Witz ist letzten Endes, Alter, ich bin im Kopf gerade wieder woanders. Ich merk's, Rainer. Also es geht in erster Linie wie war das? Ja, es geht jetzt in erster Linie. Es ist schon in 10. Linie, Rainer, weil du zum 10. Mal in erster Linie sagst. Frage, jetzt habe ich den kompletten Faden verloren. Es ging um einen Männerüberschuss quasi. Also, du kannst dir halt trotzdem auch noch, ich weiß, dass das Frauen nicht gerne hören, aber du kannst dir aussuchen, mit wem du zusammen sein willst. So, es ist eine Tatsache. Ja, Rainer, man kann sich das so generell auch aussuchen, mit wem man zusammen sein will. Das ist halt aber das Problem, ne? Kinder hat das um es dir besser nahezubringen, wirklich aufs Wesentliche runtergebrochen, ne? Man geht da durch und dann sagt man ja oder nein. Und nur wenn beide ja sagen, ist cool. Dann dürfen die miteinander schreiben. Ne? Das ist nur, weil du oder das Bärchen oder ich oder sonst irgendjemand gerne mit einer Person zusammen wären, heißt ja dann nicht, dass wir uns die aussuchen können. Auch bei Frauen ist es so, dass die oft mal gerne mit jemandem zusammen wären, der aber entweder schon mit jemand anderem zusammen ist oder nicht mit ihnen zusammen sein will. Es ist diese vollkommen bescheuerte Incel-Vorstellung. Klar haben es Frauen sehr viel leichter auf dem Datingmarkt. Das ist, weil wir halt so eine Spezies sind, wo das Männchen ums Weibchen buhlt. Aber es ist ja in unserer freien demokratischen Gesellschaft ja immer noch so, dass auch der Mann dann sagen kann, du, ja Digga, ich fühle mich geschmeichelt so, aber ich habe überhaupt keinen Bock auf dich. Ne? Ob du natürlich genau den Typen kriegst, den du willst, das ist die Frage. Ne? Das ist nicht immer der Fall. Du kannst jetzt nicht immer den haben, den du haben willst, aber du hast eine größere Auswahl.
Du kannst dich unter 100 Männern, du kannst dir unter 100 Männern einen aussuchen, der dir halt am besten gefällt, aus diesen 100 Männern. Was genau der ist, den du letzten Endes haben wolltest, für den Stellen. Aber ein Mann, wenn ich eine Frau will, muss ich mit Hunderten von Männern darum kämpfen, dich zu kriegen. Ja, weiß ich nicht, Rainer. Ich habe noch nie mit irgendwelchen Männern drum gekämpft, bei keiner Beziehung, die ich jemals geführt habe. Ich war schon in der Situation, dass ich Interesse an der Frau hatte und gemerkt habe, aus der sozialen Gruppe hat mehr oder weniger zeitgleich jemand anderes auch Interesse gekriegt. Und da kann man dann sagen, ja, weiß ich nicht, lasse ich es drauf ankommen oder ziehe ich mich zurück und sage, komm, ist mir den Stress nicht wert. Ne? Aber es war auch nie so, dass ich jetzt hingehen musste und sagen so, oh, du wirst mein Weib, ich dich hauen auf die Fresse. Boom, 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 boom. Ja, und dann haut man sich auf die Brust und brüllt ein bisschen, macht sich groß. Aus den Zeiten sind wir seit 100.000 Jahren raus. Und du suchst dir einfach aus, wen du willst. Ja, aber jetzt, wenn du dir zum Beispiel einen Mann suchst, wie ist das da deiner Erfahrung nach? Ja, die machen halt, der klingelt an irgendeiner Tür und die machen immer im Bademantel auf, hat er doch erzählt. Witzigerweise genauso. Also ein Mann kann sich auch aussuchen, mit wem er zusammen sein will, aber halt eben nur in Bezug auf Männer. Und, oh nein, das war die falsche. Okay, was, leck mich. Okay, das war sogar noch zu wenig, leck mich doch im Arsch. Als Mann kannst du dir auch aussuchen, mit welchem Mann du zusammenkommst. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Das Problem daran ist aber und bleibt aber halt, dass du dennoch in dass du, ich weiß nicht, von den, bitte, wenn jetzt, schwule Männer in meiner Audience sind, bitte nicht falsch verstehen, aber den Eindruck, den ich hatte, bei allen homosexuellen Männern, die ich jemals kennengelernt habe, ist, dass da schon noch ein krasseres Auswahlverfahren stattfindet, dass die erst recht, so nicht jeden nehmen, so. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Situation kommst, dass du eigentlich die Frau kriegst, die du willst. So. Ja, aber so. Aber bei der Frau bleibt es halt so, weil die Frau kann sich ja trotzdem aussuchen, wen sie will. Ja, aber so an sich ein Mann, wäre das nichts für dich für eine Beziehung gewesen? Also früher definitiv nein. Zwischendurch habe ich mir darüber nachgedacht, aber ich habe halt auch nie jemanden gefunden, für den das dann hingehauen hätte. Okay. Ja, es ist ja dieses. Rainer, ich hätte gedacht, man kann sich das als Mann aussuchen. Das hast du doch vor 2 Minuten gesagt. Du hast dir überlegt, aber ich hab da keinen. Ging nicht. Hat nicht funktioniert. Ach so. Also kann sie sich dann doch nicht aussuchen. Ich habe mich halt eigentlich nie mal interessiert so. Okay. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe, mal mit dem Mann zusammenzukommen, gerade zum Beispiel auch mit diesem Älteren, mit dem ich hatte ja hin und wieder auch in gewisser Weise Beziehungen mit Männern. So, der eine Wo ich gesagt habe, den ich in der Sauna kennengelernt habe, mit dem. Ja, nein, du bringst deine Lügen schon wieder durcheinander, Rainer. Das war nicht der in der Sauna, sondern das war der, bei dem du den Schrank aufgebaut hast. War ich ja in gewisser Weise in der Zeit lang zusammen. Oder der mich damals dazu gezwungen hat, dass ich mit ihm ins Bett gehe. Damit ich nicht auf der. Ja, Rainer, das ist auch was du, glaube ich, erst noch begreifen musst, ist, wenn man jemanden dazu zwingen muss, mit einem zusammen zu sein, dann ist man nicht wirklich mit der Person zusammen. So, ne, dann. Ja, damit ich nicht auf der Straße lande mit meiner Arbeit und alles. Auch mit dem habe ich ja in gewisser Weise eine Beziehung geführt. Mehr oder weniger, so weißt du, was ich meine. Ja. Also, Ja, eher weniger, Rainer. Also eher weniger, vor allem deswegen, weil es halt, also sogar wenn es stimmen würde, wäre es keine richtige Beziehung gewesen, weil unter Zwang, das checkt Rainer aber nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Aber vor allem eher weniger, weil es halt erfunden war. Es ist schon da, dass ich irgendwo halt diese Beziehungen auch geführt habe. Aber eine richtige sexuelle Beziehung ist halt trotzdem noch was anderes als eine romantische Liebesbeziehung. So. Ja. Das ist ausnahmsweise, wenn man es jetzt aus dem Kontext nimmt, nicht falsch, der Satz. Und gerade in der Liebesbeziehung, ich habe mich halt emotional zu Männern nur bis zu einem gewissen Punkt hingezogen gefühlt. Darüber hinaus waren mir halt immer Frauen lieber und das sind es auch bis heute noch. Okay, ja. Da kann man ja so seine Präferenzen haben. Okay, ja. Angst, dass ich irgendwann mit einem Mann durchbrenne. Nee, alles gut. Rainer, du brennst mit überhaupt niemandem durch. Ja, du brennst überhaupt nicht durch. Du bist komplett ausgebrannt schon. Es brennt auch kein Licht mehr oben. Ne? Schon lange nicht mehr.
Da hat sie wieder gezögert. Ja, also wie gesagt, letzten Endes ist es einfach und schlicht und ergreifend so. Worthülsen. Letzten Endes ist einfach schlicht und ergreifend, ist der Witz ist, die Sache ist, die Situation, dass letzten Endes tatsächlich sogar Edzardler die anderen diejenigen sind, die hergehen und die Scheiße bauen. So ist es. Und deswegen ist der Rainer immer noch ungebimst. Jetzt haben wir's. Sich auszusuchen, ist immer leichter, wenn man sich einen Mann aussucht. Das ist einfach so. Weil es gibt einfach mehr Männer, die zu ihren sexuellen Ambitionen stehen. Ja. Das ist, glaube ich, die beste Aussage daran. Es gibt mehr Nein, Rainer, ist es nicht, aber Männer, die zu ihren sexuellen Ambitionen stehen. Als Frau wird dir aber auch schon als Kind eingetrichtert, zeigt bloß nicht so viel sexuelles Interesse an einem Mann. Das wird dir vor allem deswegen als Frau eingetrichtert, weil du als Frau einen Mann gerade durch sexuelle Situationen kontrollieren kannst. Das ist eine Sache, die auch nicht gerne, es ist ja so, es ist eine Sache, die nicht gerne thematisiert wird, aber es ist und bleibt letzten Endes eine... Ja, natürlich. Die Hoffnung auf Entjungferung und Wurstfachzugang ist ja auch der einzige Grund, warum es immer wieder Bärchenleaks gibt. Wie auch hier. Ne? Und bei allen Bärchen davor. Natürlich haben diese Bärchen dich manipuliert und dazu gebracht, dass du irgendwie privaten Bullshit von dir gibst, der dann geleakt wurde. Das haben die halt ausgenutzt. So. Aber das heißt ja nicht, dass jeder Mensch auf der Welt so hageldumm ist wie du. Sache, die man halt bedenken muss. Du wirst einen Mann, du kannst als Frau einen Mann dominieren, wenn es um Sex geht. Und das machen viele Frauen noch nicht mehr bewusst. Das ist das Traurige daran. Weil du musst, pass auf, bei einer Frau ist halt so, du sagst halt, was du möchtest und der Mann macht es. So, das ist bei einer Frau im Kopf. Aber bei... Jetzt erklärt er hier was, Ach komm. Der Mann ist im Kopf. Wenn ich ihn reinstecken will, dann mache ich, was sie sagt. Und damit bist du als Mann von vornherein abgekackt. Ich will, wie gesagt, nicht mehr, ich weiß, es hört sich alles extrem sexistisch an. Aber das sind halt einfach Fakten. Das sind Tatsachen, die ich auch aus eigener Erfahrung kenne. Weißt du? Ja. Und das ist nämlich das Problem, weil Rainer nämlich von einer Frau gar nichts anderes will. Ne? Das ist das Einzige, was er will. Und um das zu erreichen, ne, muss er dann tun, was sie sagt in seinem Kopf. Rainer, wer ficken will, muss freundlich sein. Okay. Und das soll jetzt nicht sexistisch rüberkommen, der ganze Scheiß und so, aber es ist halt nun mal alles ein bisschen schwierig, weil das ist nun mal das, wie die Welt tatsächlich aussieht. Das gefällt vielen nicht. Ich kenne auch viele Frauen, denen das nicht gefällt, wenn ich das so sage. Und dann werde ich immer gleich als Sexist abgestempelt. Gerade von femininen Frauen, nicht femininen, feministischen Frauen. Femininen Frauen. Nicht denen, die man so bei überrepräsentiert bei Sportveranstaltungen so gesehen hat die letzten Jahre. Die dann halt gar nicht gerne hören, dass sie den Mann dominieren, während der Mann in Wirklichkeit ihrer Meinung nach sie dominiert. Okay. Aber das ist halt so eine Wahnvorstellung irgendwie. Ja, Rainer, aber ja, es ist eine Wahnvorstellung von so einem kaputten Geist wie dir, dass immer alles mit Dominanz geregelt werden muss. Und das ist es halt einfach in einer modernen Gesellschaft wie der unsrigen meistens nicht. In einer Gesellschaft, in der alle frei sind, sich dann auch wirklich zu entscheiden, ob sie mit einer Person zusammen sein wollen oder nicht. Da begegnet man sich auf Augenhöhe und führt eine stinknormale Beziehung und da dominiert niemand den anderen. Und bei dem einen sind dann vielleicht in der einen Situation die Bedürfnisse ein bisschen prägnanter und dann lässt man sich irgendwie drauf ein, dass man sagt, ja, okay, keine Ahnung, ich hätte jetzt Bock, chinesisch essen zu gehen, aber du hast chinesisches Essen einfach auf den Tod, dann gehen wir halt italienisch essen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Oder, keine Ahnung, der eine will ins Museum, der andere will ins Zoo und der im Zoo sagt aber, er liebt die Otter so sehr, weil die so süß sind und er will unbedingt diese Otter sehen und dann sagt er, komm, dann geh mal in den Zoo. Ja? Kompromisse, Rainer. Es wird dann nicht dominiert. Da steht niemand dann zu Hause, baut sich vor dem anderen auf, wie Gandalf vor Bilbo am Anfang vom ersten Herr der Ringe Teil und sagt, wir gehen heute chinesisch essen und dies ist mein letztes Wort. Das ist Bullshit, Rainer. Aber woher will er das auch wissen? Der hat noch nie eine richtige funktionierende Beziehung erlebt. Ich nehme nicht an, dass sein Vater und seine Mutter eine so
glückliche, auf Augenhöhe Beziehung geführt haben. Ne? Ansonsten wäre die ja nicht schon beim nächsten gewesen, als der Rudi den Arsch hochgerissen hat. Und selbst hat er noch nie eine geführt. Das heißt, alle Beziehungen, die er kennt aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Borneo-Streifen. Natürlich weiß der Mann nicht, wie das funktioniert und dass Dominanz nicht das Hauptmerkmal einer erwachsenen Beziehung ist. Kopf der Menschen. Weil es stimmt schon, dass Frauen lange Zeit diskriminiert wurden. Das will ich gar nicht abstreiten, um Gottes Willen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es gibt halt extrem viele Männer, die eben auch einfach, und es sind nicht wenige, es gibt extrem viele Männer, die... Jetzt kommt wieder irgendein hohles Incel-Geblubber. Unter dem Punkt Frauen sehr, sehr leiden, weil sie einfach in ihrem Kopf auch wissen, zum einen wird uns als Männer beigebracht, Frauen zu beschützen. Für Frauen da zu sein, Frauen gut zu behandeln, Frauen nicht zu schlagen, wobei zugegeben nicht alle Männer. Ja, Digga, ich würde sogar so weit gehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass das nicht nur auf Frauen zutrifft. Ne? Also, dass nur weil man Frauen nicht schlägt, heißt ja nicht, dass ich jedem Typen, den ich auf der Straße treffe, dem die Fresse nicht gefällt, einfach einen auf die 12 geben kann. Ne? Keine Ahnung, ich glaube, es gibt halt einfach Leute, die Wert drauf legen, ihre Kinder zu anständigen Menschen zu erziehen. Und dann kommt dieses nicht gewalttätige Verhalten anderen Menschen, vor allem nicht der Partnerin gegenüber, meiner Meinung nach irgendwann von alleine. Du musst einfach nur aufpassen, dass du dein Kind nicht zu einem Hurensohn erziehst. Problem, wenn du halt selber schon einer bist, dann woher sollst du es wissen? Deswegen ist es sehr gut, dass gerade du keine Kinder gekriegt hast. Na? Das ist aber wieder ein anderes Thema. Wie gesagt, ne, uns Männern wird halt von vornherein auch in gewisser Weise schon eben eingetrichtert, du bist der Mann, du hast dafür aufzupassen, dass nichts passiert, so, du hast für die Frau zu sorgen. Ja. Ja, und ich glaub auch, keine Ahnung, das ist jetzt harter Spekulatius. Ne? Das mache ich vielleicht da okay, ist vielleicht auch wieder ein bisschen Shit, aber sagen wir mal so, mich würde es nicht wundern, wenn der Rudi damals, wenn er von Amalochen heimgekommen ist und festgestellt hat, dass die Reda mal wieder irgendwie unnötig das ganze Geld für einen egoistischen Bullshit verprasst hat, dass dann da vielleicht doch mal noch eine Runde der Gesichtsblattler getanzt worden ist, ne? Das ist alles sehr, sehr vereinfacht, ne? Es gibt immer zwei Seiten so des Ganzen. Ich kann halt immer auch viel aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, weil ich halt eben viel dieser negativen Erfahrungen gemacht habe. Es gab halt auch nicht selten Frauen, die mir halt gesagt haben, ne, so im Sinne von, ja, ne, wenn du heute Abend mit mir ins Bett willst, ne, dann schau mal, dass du machst, so. Sonst passiert das einfach nicht. Dann mache ich es mir halt heute Abend selber und darf zuschauen. Und das Geile daran ist ja nochmal dazu, ne, das muss man auch sagen, wie gesagt, ich bin dafür, ne, dass Frauen arbeiten gehen. Ich bin dafür, dass Frauen ihre Rechte haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Du bist mindsetmäßig im Jahr 1920 angekommen. Kein Thema. Aber an dem Punkt, an dem Frauen es gegen die Männer oder generell gegen andere einsetzen, hört der Spaß für mich auf. Boah, Digga. Das ist so maximal dumm. Das ist so maximal dumm. Es wird wieder verallgemeinert vom Übelsten. Und ihr habt ja, viele von euch haben hier diese beiden Videos gesehen, wo ich auf diese DJ-Problematik da mit seiner Ex reagiert habe. Ja, ich habe auch ein schweres Problem damit, wenn ne, emotionale, psychische oder körperliche Gewalt auch von Frauen an ihre Partner geht, ne? Habe ich ein dickes Problem damit. Aber es ist halt einfach auch wieder dann nicht die Regel. Klar sind diese Fälle prominent und dass es dann auch in den Köpfen der Leute, die hat, keine Ahnung, wenn du dann sowas hast wie die Tussi oder die Kachelmann-Story damals oder sowas. Das heißt aber nicht, dass alle Frauen so sind. Es ist halt genau wie bei Männern. Das funktioniert andersrum genauso. Ne? Es gibt ein paar kleine, dämliche Hurensöhne, ne? Die exorbitant viel Pensi-Bilder ungefragterweise an sehr viele Frauen verschicken. Aber der allergrößte Prozentsatz der Männer tut das eben nicht. Und sich dann hinzustellen und sagen, Männer schicken alle Pensi-Bilder, das sind alles Schweine, ist halt genauso dumm wie hier die alle vom TJ ist offensichtlich hinterfotzig gewesen und hat ihn scheiße behandelt, deswegen alles Fotzen außer Mutti. Es ist
in diesen Absolutismen zu denken, ist einfach maximal dumm. Egal wer es tut, aber das ist Rainer. Rainer hat ja das letzte Mal schon gesagt, er glaubt nicht, dass er dumm ist. Problem mit den richtig bläden Leid ist, die glauben alle nicht, dass sie dumm sind. Das ist das Problem. Die sind nämlich zu dumm zu checken, wie dämlich sie sind. Und es gibt halt wirklich so die Situation, wenn wir beide zusammen sind und du dich von mir verweigerst. Ich hatte schon den Fall, dass ich mit einer Partnerin zusammen war, die es sich dann vor mir gemacht hat und mich damit gereizt hat. Lügenlord. Hat er, ganz sicher. Moner ist dann da, während er dann noch Autofahren war, ist sie am Beifahrersitz gesessen. Wie aus dem Borat-Film, wo er erzählt, my brother, my sister come to his cage and says, you will never get this, you will never get this. One time he break the cage and he gets this. Das hat der Borat gesehen. Also er hat jetzt nicht nur, was haben wir vorher gesagt, Immortals, Krieg der Götter gesehen, sondern Borat anscheinend auch. Oh Mann. Und es war kein Spaß, weil die hat nämlich zu mir gesagt, wenn du mich jetzt anfasst, dann werde ich zur Polizei gehen und dich anzeigen und sagen, du hast mich vergewaltigt. Ja, und die hat dich festgekettet in dem Raum, du hättest auch mal gehen können. Ne? Natürlich ist es niemals passiert, aber man kann es halt schon so einfach die Banken, dann sitzt sie da und macht sich und er darf nicht ran und anstatt zu sagen, hey, die Scheiße tue ich mir nicht an, ne, ich gehe in die Kneipe und sauf mal ein, viel Spaß und einfach gehen, keine Option, ne? Deine komischen Lügengeschichten sind einfach viel zu wenig durchdacht, auch wenn du 300 Jahre mitten unterm Satz aufhören musst, um es fertig zu rendern. Die Situation, hier diesen Windows-Sound einfügen. Ding, ding, ding. Bluescreen und weiter geht er. Auch wenn du ewig brauchst, sie zu rendern, sind sie halt einfach so easy zu debunken. So, und der Witz ist, dass ich mit dem Scheiß auch noch durchgekommen wäre. Weil es gibt nämlich solche Fälle. Ja, da kommen Frauen, die setzen sich... Nächster Punkt. Wenn die es darauf angelegt hätte, dich wegen sowas anzukacken, hätte die auch einfach so zur Polizei gehen können und einfach behaupten, das halt, Kachelmann, ist halt auch schon passiert. Warum sollte sie dann sich da hinsetzen und sich auf der Gitarre ein Solo machen, nur um dich zu verarschen? Das ergibt alles. Du hast schon wieder irgendeine Story von irgendeinem Borneo-Film im Kopf. Wirklich bewusst vor dich hin, machen dich scharf in irgendeiner Form. Also jetzt nicht im Sinne von, dass die sich gleich vor dir die Muschi halten oder sonst was. Aber es gibt Frauen, die auch in der Disco hergehen und sich halt dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schon an Männern reiben. Ja, und der Mann dann halt auch mal. Also ich hatte schon mal gesehen, dass eine Frau beim Tanzen in der Disco sich an einen Mann gerieben hat. Sie sich an ihm. Er hat überhaupt nichts gemacht. Das Geile ist, ich kannte den Typen auch noch, der hatte eine Freundin, der hat überhaupt keine... Das ist ein Kumpel von ihm gewesen. Der Kumpel aus Denken mit seiner Freundin auch aus Denken. Das war der da gehabt. Und die hat sich an ihm gerieben. Okay. Und was macht er? Hat halt nur ihre Hüfte genommen, weil er sie wegbuxieren wollte von sich. Ja, das macht man. Wenn sich, stellt euch das vor, ihr steht auf der Tanzfläche und dann kommt eine und reibt sich mit dem Hintern an euch, tanzt euch so an. Und um aus der Situation rauszukommen, ist die einzige Option, die ihr habt, sie am Arsch zu packen, um sie damit wegzuschieben. Ne? Das ist die einzige Option. Ne? Man kann auch nicht einfach einen Schritt nach hinten gehen und sagen, hier, lass mich in Ruhe. Ne? Oder einfach, du kannst auch, wenn du die Konfrontation scheust, auch gar nichts sagen. Du kannst dann auch einfach, ne, gehst auf die andere Seite von der Tanzfläche und machst da weiter. Nee, am Arsch nehmen, auf die Seite schieben. Und dann hat sie ihn angeschwärzt. Oh, die Hinterfotzige. Halt dein Maul. Ey, es ist wieder fürchterliches Incel-Blubber von dir. Ich wollte die halt damit anfummeln. Er hat die einfach nur wegbuxieren wollen. Die geht her, dreht sich rum und klatscht ihm mitten in der Disco eine. Okay. Die hat ihn angetanzt, er hat sie von sich wegbuxieren wollen, weil er eine Freundin hatte und auch treu war und noch kein Interesse an ihr hatte. Aber sie klatscht ihm eine. Weißt du, wer aus der Disco geflogen ist? Ja, wenn du es so sagst, ja, genau. Wir, die ganze Gruppe, nicht? Ach, die ganze Gruppe. Ach, klasse. Ja, Rainer, niemals so passiert. Wir haben die ganze Gruppe rausgeschmissen und haben gesagt, ja, wir wollen nichts mit irgendwelchen solchen sexistischen Schweinen zu tun haben. Dass ich den... Das Einzige, was ich
also wenn es eine ähnliche Situation mal gegeben hat, würde ich ihm zutrauen, dass er vielleicht irgendeiner von seiner Nazi-Clique von damals war, der vielleicht auch sonst über das Nazi-Sein hinaus vielleicht auch nicht so den zusätzlich noch beschisseneren Charakter hatte und dann hier vielleicht tatsächlich eine angegrabbelt hat und die deswegen rausgeflogen sind. Und vielleicht, weil sie dumme Nazis waren. Aber hey, ist sicher genauso passiert, Rainer. Ich glaube dir jedes Wort. Der 10 Minuten lang versucht hat zu erklären, dass der sie war, die ihn angetanzt hat und dass er eine Freundin hatte und dass er treu ist und dass er kein Interesse an der Alten hat. Ja, keine Ahnung. Ich glaube aber auch in so Clubs, ne, wenn heutzutage als Club, bei uns hieß Disco noch damals, sind wir in die Dorfdisse gemettelt. Ich glaube, in so Clubs, wenn du da Security bist, hast du aber auch nicht die Kapazitäten, dass du mit jedem Ewigkeiten diskutierst. Ne? Du gehst dahin, versuchst so schnell wie möglich die Situation einzuschätzen, nimmst dann den du als Aggressor einschätzt und schmeißt ihn raus. Wenn das daneben gegangen ist und der andere war der Aggressor, ist es zwar scheiße für die Person und vielleicht kann die dann auch sich dann außerhalb des normalen Betriebes nochmal melden und sagen, hier im Übrigen das und das. Oder ich kann draußen stehen, die Bullen rufen und sagen, hier das und das ist passiert. Das ist alles schön gut, aber du nimmst erstmal jemanden raus aus der Situation und deeskalierst. Und danach hast du keinen Stress mehr im Club und kannst dich um die nächsten Arschlöcher kümmern, die ihren Drink nicht vertragen haben und deswegen irgendwelche Ladies auf der Tanzfläche begrabbeln. Du gehst dahin, nimmst den raus, der da offensichtlich, für dich offensichtlich der Urheber des Problems ist, schmeißt ihn raus, Problem gelöst. Ne? Wenn die mit jedem da eine halbe Stunde zum Diskutieren anfangen würden, dann würden die gar nicht mehr fertig werden, weil jeder von denen hat irgendwie 2 Promille im Helm und fängt an zu diskutieren. Wie war es ja überhaupt nicht? Das war ja gar nicht so, ich habe ja eigentlich bloß weg. Zumal die überhaupt nicht sein Typ war, weil das war eine ganz schlanke Frau. Und der hat keine Interesse an schlanken Frauen gehabt, noch nie. Der war immer schon auf kräftigere Damen und mit der ist er auch zusammen. Oder war er damals zusammen, das ist schon ein paar Jährchen her. So, und anders als ich ist halt so sein Geschmack so. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, darf er ja haben. Ja, hier sind wir wieder bei diesen zu viel Details in der Geschichte, das ist wieder unglaubwürdig. Also, klar, wenn der Plot nicht schon komplett Banane wäre und offensichtlich erlogen, aber dieses zu viele Details in so eine Geschichte packen ist auch ein deutliches Anzeichen dafür, das ist wieder Lülülü. Ja. Das ist halt da, wo ich mir halt denke, weißt du, und dann haben die halt uns als ganze Gruppe rausgeschmissen letzten Endes. Das ist wirklich wild. Ja, aber das ist nicht das erste Mal, dass sowas vorgekommen ist. Ja, vor allem, nein, die schmeißen ihn nicht als ganze Gruppe raus. Ne? Wenn der da alleine auf der Tanzfläche steht und hat da Stress mit der Alten, warum auch immer, und die schmeißen den raus, gut, dass seine Perle mitgeht, will ich sehen, ne? Aber dass die dann hingehen und sagen, Moment mal, ich glaube, der dicke Behindi, der da hinten in der Ecke sitzt, der ist auch mit denen zusammengekommen, den packen wir gleich und schmeißen ihn mit raus. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Wenn du ein guter Freund wärst in der Situation, sagst du, okay, es ist scheiße gelaufen, ich bleibe jetzt nicht hier, sondern ich gehe da raus, frag vielleicht, was passiert ist und kümmere mich vielleicht drum, wenn die den schnell rausgeschmissen haben, dass ich seine Sachen, seine Jacke oder sowas mit rausbringe und dann gehen wir halt woanders hin. Ja. Und das ist halt auch echt abartig, finde ich. Ja. In meinen Augen ist das richtig, richtig abartig. Wenn die Leute hergehen, gerade die Frauen hergehen und sich dann halt wirklich Sex als Waffe nutzen, um halt, keine Ahnung, ihre nicht vorhandenen Eier dann quasi hochzuhalten, so im Sinne von, ich hab's geschafft, dass der rausfliegt. So. Ja, klar. Egal, wer Sex als Waffe benutzt, ist Abschaum. Ist egal, wer es macht. Egal, welches Geschlecht er hat. Das gab es halt schon öfter, dass ich da mitgekriegt habe. Trifft nicht auf alle zu, ne? Ich sage nicht, dass das bei jedem so ist. Aber ich habe schon öfter Frauen gesehen, die sich dann damit auch noch gebrüstet haben. So im Sinne von, schaut mal, ne, der Typ dachte, der kann bei mir landen, aber dabei habe ich doch einen Freund und so weiter und ich habe ja gar kein Interesse dran. Aber ja, keine Ahnung, das sind halt diese Rage-Bait-TikTok-Mullen. Weiß ich nicht, ob man auf die Erzählungen von denen so viel Wert legen sollte. Ab und zu schaue ich mir so Videos an, wie hieß der? Weird Flex. Dieser stabil aufgepumpte Dude. Der hat da so ein Format draus gemacht, sich aus solchen Leuten da Content zusammenzubasteln und ihren saudämlichen, sind meistens Hochformat-Videos, Kelsey Bries, zu widmen und was da an Scheiße rumkommt.
Aber das spiegelt ja nicht die Realität wider. Das ist das Problem mit unserer Social-Media-Landschaft, dass jeder Vollidiot mit einem Handy oder einem Computer, Beweisstück A, sich halt auf sämtlichen Plattformen selber broadcasten kann und seinen geistigen Dünnschiss in den digitalen Äther sprüht und das dann natürlich die lautesten so präsent sind, dass alle denken, boah, krass, wir haben echt ein krass gesellschaftliches Problem. Nein, wir haben einfach eine Handvoll Vollidioten, die Dünnschiss ins Internet sprühen. Das ist kein hartes gesellschaftliches Problem. Denen sollte man vielleicht, keine Ahnung, den Zugang zu Social Media irgendwie einschränken, aber ansonsten... ihn ja stundenlang antanzen, ihm stundenlang ihren Arsch an den Schritt reiben, ja. Und dann geht er her und die hat wirklich eine halbe Stunde lang ja. Okay, warte. ihren Schritt beim Tanzen an den gerieben. Ja, der ist nach einer halben Stunde erst auf die Idee gekommen, ja, Moment mal, das ist ja gar nicht meine Alte. Da hat er gar keinen Bock drauf, dass die mich jetzt hier antanzt. Hinfort und dann am Arsch weggeschoben. Du merkst es doch selber, dass diese Geschichte Löcher hat, oder? Wenn ich mit meiner Perle in der Disco auf der Disco bin, ich stehe auf der Tanzfläche und irgendeine Tussi tanzt mich an, dann gehe ich sofort einen Schritt zurück, heb die Hände und sage, hey, sorry, ich glaube, wir haben hier ein Missverständnis. Ich will nichts von dir. Darf ich bitte in Ruhe weiter tanzen? Oder ich ziehe mich komplett aus der Situation raus, ohne was zu sagen. Aber ich lasse mir doch nicht irgendwie eine halbe Stunde von der Tussi ihren Hintern in meinem Schritt reiben, um dann auf die Idee zu kommen, ja, Moment mal, die schiebe ich jetzt am Arsch auf die Seite. Weiß ich nicht, Digga. Es hört sich ein bisschen erfunden an. Ganz leicht. Okay. Und er hat natürlich auch einen riesen Ständer gekriegt. Also das war ein anderer Fall. Und der war halt auch Single damals so. Und als der... Auf einmal war es ein anderer Fall. Auf einmal war es ein anderer Fall. Und der war ja auch Single. Ist ihm jetzt gerade selber eingefallen, dass das Bullshit ist. Dass vielleicht irgendwie, wenn der da auf der Tanzfläche steht, die Hände hoch, ja, die Hände hoch und Ende und sich von der Alten hier im Arsch im Schritt reiben lässt, eine halbe Stunde lang, dass dann vielleicht seine Perle, die im selben Club sitzt, irgendwann ein bisschen säuerlich wird. Dass das keinen Sinn ergibt. Und jetzt war es war ein ganz anderer Fall. Zufälligerweise, es ist alles genau so passiert, nur der Dude war Single, hat aber trotzdem keinen Bock drauf, so. Es ist dieselbe Geschichte, aber wir müssen jetzt kurz den Dude austauschen, weil mit dem Dude, den ich vorher erfunden habe, funktioniert das sonst hier nicht. Halt auch so ein bisschen seine Hand ein bisschen an ihre Hüfte gelegt hat und die halt auch angetanzt hat, dann geht die halt auch her und regt sich dann voll auf und so und sagt, ey, ich habe einen Freund, ne, auf mich anzutatschen, bla. Okay. Ja, wo ich mir halt auch denke, Alter, ne, ihr seid doch echt nicht ganz dicht. Aber es gibt halt so viele Fälle. Es gibt natürlich auch Männer, die sich wie Arschlöcher verhalten, ne? Also ich habe auch schon genug Typen. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach hohles Incel-Gelaber. Er redet sich einfach ein, dass alle Frauen fürchterlich schlecht sind und dass es nur ganz wenige Frauen gibt, die einen guten Charakter haben. Die sind alle entweder schon vergeben oder er hat sie noch nicht kennengelernt oder die Hater sind schuld, dass er da keine findet davon. Aber alle anderen, die allermeisten sind kernschlecht und nur deswegen hat er noch keine abgekriegt. Es liegt nicht daran, dass er einen Charakter hat, der mit abscheuungswürdigen noch gelobt beschrieben wäre. Nee, daran liegt's nicht. Es liegt daran, dass die Frauen sind alle schlecht. Ja? It's the children that are a problem. Unfassbar einfach. Männer sind nicht unschuldig, ne? Nicht, dass mich wirklich jetzt nicht, dass mich jetzt wirklich gleich als Sexisten abstempelt. Es gibt auch Männer, die sowas machen, ne? Gibt es sogar teilweise mehr als Frauen. Ja. Aber dennoch ist es halt so, dass es halt auch einfach für die Frauen eigentlich keine Entschuldigung sein sollte. Und es gibt halt auch viele Frauen, die sich da entsprechend verhalten. Und das habe ich nicht nur einmal gesehen in meinem Leben. Ja, da hast du recht. Und habe auch selbst viel davon selbst erlebt. Also, ja. Ich glaube, das Bärchen will auch einfach das Thema wechseln. Ja, Rainer, da hast schon recht. Ich sehe sie, wie sie da vor meinem inneren Auge, wie sie da vor dem Rechner sitzt. Das Headset auf, das Mikro da und dann keine Ahnung, auf dem Handy irgendwie durch irgendeine Instagram scrollt. Ja, Rainer, hast schon recht, oder? Ja,
Cool. Ja, das ist schon schlimm, ja. Japan, ja, die sind fürchterlich einsam, ne? Ja, 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 cool. Weil sie gemerkt hat, er hat sich schon so in Rage geredet, ne, der hört es nimmer auf. Er ist hier wie das Duracell-Häschen, nur mit Plappern. Blablabla. Das ist halt so, wo ich mir halt auch denke. Deswegen sage ich, Frauen haben es in der Hinsicht, sich einen Mann auszusuchen, immer leichter. Also wir sind jetzt irgendwie von der Pest über, also vom Besiedeln des Weltraums über die Pest, Foltermethoden in der Antike und Mittelalter zu einsamen Menschen in Japan und jetzt sind wir bei dämlichem Incel-Geblubber über alles Fotzen außer Mutti. Okay. Wie wir diese Reise innerhalb dieser kurzen Zeit hingekriegt haben, frag's mir bitte nicht. Aber wir hören noch ein bisschen weiter, oder? Auf jede Frau kommen hunderte Typen und aus diesen hunderten von Typen kannst du sich irgendeinen aussuchen, egal wen. So, das ist ihre Entscheidung. Nee, ich habe nicht zurückgeskippt. Ja, die Scheiße genau hier auch schon mal erzählt, oder? Wortwörtlich. Aber ein Mann muss mit diesen 100 oder hunderten Ja, der muss da kämpfen, Rainer. von Typen um die Frau kämpfen. Und das Witzige ist halt, das ist wie, ne, also nehme ich ein Beispiel aus der Natur, es ist wie bei der Jagd. Ne? Aber, weißt du, wenn du jagen gehst, ne, das trifft auf Menschen und auf Tiere zu. Also bei Menschen jetzt nicht, weil Menschen aufgrund ihrer Waffen und Techniken ein bisschen andere Möglichkeiten haben. Ich bin gespannt, was die ne, Kerneigenschaften des Jagengehens verändern sich ja nicht mit der Wahl der Waffe. Ne? Es wird nur effizienter, Reini. Aber es gibt die Situation, kannst du mir das beeilen hier? Boah, das habe ich gerade noch geschafft. Es gibt aber die Situation, Menschen, die, wie nennt man das? Menschen, die generell jemand, der jagt. Es ist auch so, dass 9 von 10 Jagden eigentlich ein riesiger Energieverlust sind. Weil beim Jagen in 9 von 10 Fällen du eben versagst. Also ne, in 9 von 10 Fällen hast du keine Chance zu siegen. Du hast keine Chance zu gewinnen. Du hast keine Chance, dass die Jagd erfolgreich ist. Und das ist bei Frauen genauso. Vielleicht liegt da die Chance sogar bloß bei 1 von 99% so. Weil da halt dann noch viel mehr reinspielt so. Weil du hast warum reden wir jetzt über das Jagen gleich nochmal? Ich hab's nicht gecheckt. Ging es jetzt nicht gerade darum, dass man um die Frauen kämpfen muss und jetzt gehen die jagen und hä? Ja, nicht nur die eine, du musst das so sehen, der Jäger ist einer, der auf aber Hunderten, da hast du hunderte von Jägern, die aber alle versuchen, die gleiche Beute zu kriegen. Ja, Rainer, diese Metapher, die funktioniert halt einfach nicht. Und weißt du, warum sie nicht funktioniert? Weil die Jäger das Wild, das sie da jagen wollten, oder den Elefanten oder was weiß ich was, danach nicht ficken wollten. Ne? Die wollten das fressen, mit nach Hause nehmen, um es zu fressen, das Vieh. Und deswegen hat man sich da zusammengetan und hat das Tier gemeinsam gesperrt. Und so läuft es halt bei der Partnerwahl nicht. Es sei denn, eine Silvesternacht von 2015 auf 16, so, da lief das so, aber eigentlich sollte das bei uns nicht so laufen, ne? Und dass dann halt nur die Beute in dem Fall entscheidet, das macht die Sache auch nicht einfacher. Ja. Und du denkst wahrscheinlich, ich bin voll der radikale Rassist und voll der Sexist vor allem. Nee, du bist einfach nur hageldumm, Rainer. Du bist einfach nur hageldumm. Weil du keinen Gedanken konsequent zu Ende gedacht hast und nie irgendwie mal auch die Kausalketten bei irgendwelchen Sachen konsequent nach hinten gehst. Weil du das ja perfektioniert hast, dieses Verfahren, weil du ja auch seit 12 beschissenen Jahren die Kausalkette mit diesem Drachengame nicht weit genug nach hinten gegangen bist, um zu checken, dass du das Scheißproblem bist. Du versuchst immer herauszufinden, was ich denke, das ist spannend. Nee, ich versuche nicht herauszufinden, was du denkst. Ich sage nur, dass ich weiß, dass mein Verhalten, oder besser gesagt, ich weiß halt, dass meine Aussagen sexistisch aufgefasst werden. Das habe Nein, die sind einfach nur hageldumm. ich auch als Erfahrung halt schon in meinem Leben oft genug gesehen. Ja, Leute, 1 Stunde 23, 24 schon. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade zwischen 2 Themen. Was kommt als nächstes? Ne? Dinosaurier und warum die bei Frauen besser landen. Ich weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich wieder irgendein Incel-Geblubber sein. Aber Leute, ich bin ehrlich mit euch, ich höre mir die Scheiße lieber an als deine komischen Goblin-Geschichten. Oder hier die erfundenen Abenteuer vom Handwerker der Lust mit Hugh Hefner in der Playboy-Villa. In diesem Sinne, Leute. Tu da nicht, was Rainer tut und gut. Ein Abend.
Das war cringe. Hau da rein.